im März 2019 war es so wie, dass wir fertig waren mit dem Album, dass wir gewusst haben, dass wir im Mai werden taufen und dass wir uns wieder vorbereiten ins Album, so wie das letzte Mal. Und das haben wir eigentlich gewusst, was auf uns wartet. Wir haben gewusst, wie streng es wird und gleich haben wir es wie, schon wieder fast 3 Jahre her gewesen, völlig unterschätzt. Und ja, da gibt es eigentlich nur ein Stichwort und das ist Adi Frey. Die Vorbereitungen für die erste Tour, die ich mitmachen konnte bei Volksrocks, war wie richtig. Wie man es kennt von einer Band, die professionell sich vorbereitet, dann ein paar Tage eine Halle mietet, einen Saal mietet und alles aufstellt, wie an einem Konzert. Und dann wird einfach geprobt und geschliffen und von A bis Z. Die sind sehr intensiv gewesen. Auch am Abend war man kaputt gewesen, aber zufrieden. Es ist in der kürzeren Zeit, haben wir eigentlich viel mehr los gehabt. Und hinterher durch das aber gleich eben, es hat gleich gefällt, das war gut gewesen. Und dort im Unterbewusstsein ist auch gleich auch wieder das gekommen, ja, längst noch, passt das wirklich? Kann ich den Aufwand so betreiben, wie ich muss? Es ist dann schon, ich hatte das Gefühl gehabt, die Sachen sicher, der Linie nach, ich habe das schon so gemacht und gespielt, aber es ist auch so ein bisschen, ja, wir hätten mehr machen daraus, so. Ja, hier noch ein paar Blicke hinter die Kulissen, wobei ich muss sagen, wir hätten gescheiter ein bisschen weniger Zeichen gemacht und noch ein bisschen mehr geübt, weil das nächste Konzert nach dieser Albumprobe, das haben wir so richtig vergeben. Vor allem mental überhaupt nicht parat gewesen und eine richtige Katastrophe. Ja, da hat man sich vorbereitet mit diesen Proben im Saalbau. Eigentlich in Meinung gut vorbereitet sein auf Thun, an einen Auftritt, an eine Schlagernacht. Zuerst musste ich ein neues Programm spielen und das ist uns komplett in die Hose. Also es hat einfach nicht geklappt, es hat keinen Einsatz gepasst und man hat gemerkt, je länger es der Abend gegangen ist dort, desto mehr es hat jeder Einzelne auf der Bühne wäre am liebsten einfach im Boden versunken. Es war uns so peinlich gewesen, der Saal voll, nebst uns noch andere Künstler wie eine Francine Niorti und einfach wirklich namhafte. Und ja, das ist wirklich, das willst du einfach nicht. Und es hat uns dann auch dazu bewegt, dass wir mental arbeiten. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich an das Konzert zurückdenke. Es hat dort auch so eine Szene gegeben, wo wir die Instrumente getauscht haben. Also ich bin beispielsweise mal am Piano gehockt. Grundsätzlich kein Problem zum Spielen, aber ich war voll daneben gewesen. Irgendwie neben dem Groove, irgendwie falsche Chords. Es ist einfach in die Hose, auf der ganzen Ebene. Und wir sind nicht wirklich gut gewesen. Ich glaube, das hat es gebraucht, dass wir nachher dann eben sehr gut geworden sind.